He immerem e schene gute Moien aus dem Europaparlament, Di gesit, dat se liicht veränderte Kader, dat das well man no 15 Mainre Menke he zu Straßburg sinn. Ich sinn heim am Charles Görens, gute Moien Herr Görens. Wat halt Dir dann vun der Decision fir Hai op Straßburg zu kommen an wat bedeit dat fir Lützeburg? Decision das richtig, das Vertragstrei, weil Straßburg 12 Sitzungen vu FD am Jahr zu gut. An Franzosen, die pochen natürlich, dat dat auch stattfind, Straßburg als Symbol. Für Lützeburg bedeutet das, dass wir wie gehabt immer eng Klient mit Frankreich haben, weil die Situation von Lützeburg war durchgestanden, dass vom Europaparlament mit Generalsekretariat tun. An Frankreich sind wir denen vernetzt, weil wenn ein Siège unique käme, da gibt es sowohl Straßburg wie Lützeburg dick Sorge machen. Ja. Also haben wir eigentlich dafür zu der Seite von den Franzosen zu schlafen, wenn wir das Siège an den Mittelpunkt stellen. Ja. Wir sitzen aber net nëmme fir iwwer Straßburg ze Schweze méi, dat eng ganz wichtig Plenarsitzungswoch fir Herr Görens. Geht die EU huet lo iwwer den sogenannten Global Europe aufgestimmt, das Finanzierungsinstrument vun der EU-Außenpolitik. Kann als necker ganz kurz pu wieder erklären, wat sech do handelt, an wéi dat de Rolle vun Europa an der Welt verändere werd. Also das ist schon eine Änderung par rapport zu dem, was man hat. Was hat man bislo? Wir hatten bislo gut eng Dosen Instrumente für außenpolitisch können zu agieren. Das ist die Förderung von Droit de l'Homme. Wir hatten Kriseninstrumente und so weiter. 10 Instrumente, die am Anfang die Relationen mit dem Rest der Welt gestalten, das gang mit schwerfällig. Lo als Decision geholt gehen, für die 10 Instrumente an ein einzig zu fusionieren, sodass die Delegationen, die auf der Platz sind an einem Drittland, dass die können ein ganzes Spektrum von Problemen mit denen lesen. Als Beauftragte, die kann da hineingehen, also haben das Problem von Sicherheit, wir können da intervenieren, das Problem von Sekurität durch no, wann enke den echte Krisenmoment river ist. Auch da können wir springen. Wir können helfen beim Aufbau von den Ländern, die ja Schwierigkeiten sind. Das ist dann die eigentliche Developmentspolitik. Wir haben Handelsbeziehungen mit den Ländern. Wir können also auch von dem Instrument profitieren für am Funk mit den Ländern alle auf einer breiten Basis, auf einer globalen Ausrichtung zu agieren. Das für Vierdeel der Europäische Union wird für rund 80 bis 90 Milliarden konsakrieren, schon 80 bis 90 Milliarden, weil 80 Milliarden das sind Chiffren von 2018, wo die Kommission das Instrument vorgestellt hat. Die Montant gehen natürlich schon die Kostenevolution angepasst. Die Einzelmemberstaaten können auch zusammen mit der Kommission Projekte machen, an den Einzelländern, besonders im Entwicklungsbereich. Wir sind ganz aktiv an der Nachbarschaftshilfe für Länder wie die Ukraine, den Norden von Afrika, Mittleren Orient, die gehören zur sogenannten Nachbarschaftshilfe. Die hat das ein Instrument, die sind auch mit an dem Instrument unique integriert, bref der Europäischen Union, hat Potenzial für mehr Effikazpolitik zu machen und dementsprechend sehr zu reagieren. Wie wird dann der Impact von dem Finanzinstrument ob die großen Konkurrenten von der EU sind an der Welt? Das ist eine interessante Frage. Das Instrument bietet ein gewisses Potenzial und wir können besser gehen. Das entbindet natürlich nicht von der Pflicht für eine präzise Vision zu haben, über das, was wir am Rest von der Welt wollen. Wollen wir haben, dass die internationalen Normen nur unserem Gusto ausgerichtet gehen oder wollen wir so stark bleiben wie bislang und wir lassen die anderen Normen oktroyieren? Es ist nicht für die erste Lesung, wir haben besser mir versichern, Alliierte zu finden, wo die Amerikaner in der Administration haben, als multilateral auch mehr dran. Da können wir es dann mit Ländern wie die Vereinigten Staaten, Kanada, alle Länder am Conseil de l'Europe, soweit wie sie wollen, zusammenschließen und gucken, dass wir alle die internationalen Foren prägen durch die Einheit von unseren Wühen. An den von unseren Wühen, den Zemento von das Bekenntnis zu einer ganzen Partie Grundvaleuren, Dignität, den irreduktiblen Charakter von der Dignität von Menschen, das am Anfang no von unseren Valeuren an, die müssen eine Ausrichtung kriegen, die der europäischen Prägung entspricht. Das ist am Anfang das Wichtigste.
Der zweetwichtigste das dat man gesinn, dat als Konkurrenten wirtschaftlich immer mich stärk gin. Technologisch ist an einzelne Bereiche schon de Bass halen. An du muss auch durch internationale Kooperationen gucken, dat man als Europa wo können matschwätzen, die Einzelstaaten leng isoliert gesinn hu schon die Schlöchto verloren. De G7 besteht bestimmt bis 4 Millionen aus 7 Länder wie gesagt, dann du werden der 4 Memberstaaten der Europäischen Union, an England als ein Mann. Frankreich an Italien werden noch nämlich ewig dran sein, an Drittschürget gerchen der Deutschland dann auch nämlich zu den 7 mächtigsten gehört, die können eventuell deklassiert gehen von einem Land wie Nigeria, was dann im Moment vom Jahrhundert wahrscheinlich mehr Wohnungen hat wie China, weil das China geht die Bevölkerung hoch, von dem Land geht es hoch. Also wir sind an einer Welt, die ändert sich mehr wie mir. Aber man muss nicht aufpassen, da ist kein Madrid muss verlieren. Das darf man nicht machen. Ja. Dafür muss man alle Mittel gehen. Und das Instrument als eine Möglichkeit, aber keine Garantie. Ja. Und das ist natürlich wichtig, dass man so ein ambitiöses Instrument haben. Wir werden gespannt sein, welche Stadt den Impact wird sein vom Global Europe. Und wir behandeln das auch am Mann. Das war doch mal von unserer Seite. Wir sagen vielmals merci für das Nachgucken und wir sehen uns bei der nächsten Plenärsession. Adi.